Now passing through Gammel Strand, one of the eldest areas of Copenhagen. Which means the old beach of Copenhagen actually, because up here on your left hand side in earlier days is actually where you find the old beach of Copenhagen. Das Gebiet hier, das heißt Gammel Strand, Alte Strand auf Deutsch, weil hier auf der linken Seite gab es wirklich früher die alte Strand von Kopenhagen. Das ist auch einer von den ältesten Gebieten in Kopenhagen. Und Sie können versuchen, auf diesem Platz zu schauen. Und hier steht die Reiterstatue von Bischof Absalon. Und er hat es eigentlich alles angefangen. Er hat nämlich Kopenhagen gegründet. Es war in 1167. Have a look here on your left hand side up on the square. You see the Christian up here, Bishop Absalon, founded Copenhagen in 1167. Så lige kigger hurtigt på Højbro Plads, kan vi se rytterstatuen af biskop Absalon, som grundlagde København i 1167. Til højre, Christiansborg, bygget 1928. Er dog det tredje Christiansborg, eftersom de to første brændte ned, desværre kun med 100 års mellemrum. Det blev oprindeligt bygget som en kongelig residens, men i dag der ligger Folketinget og Højesteret og dronning Elisabeths Stelle, also zwei ersten Niederbrande. Es wurde ursprünglich als der königliche Residenz gebaut, aber heute können Sie die dänische Parlament und oberste Gerichte und die Empfangsräume der Königin hier in Christiansborg finden. Det gamle børs herovre til højre, bygget i 1640 af Christian den 4. Det var karakteristisk tårn, som man kan se her, består af 4 store dragehaler, og de 3 kroner op på toppen, de skal symbolisere de 3 skandinaviske lande, den gamle Kalmarunion, Danmark, Sverige og Norge. The old stock exchange building, here to your right, was built in 1640 by Christian IV. It's a very characteristic tower that you see, if you have a look a bit up here, consists of 4 twisted dragon tails and 3 crowns on the top there to symbolize the 3 Scandinavian countries in the old Kalmar Union, which is Denmark, Sweden and Norway. Die alte Börse hier rechts wurde 1640 von Christian IV gebaut. Sie sehen den charakteristischen Turm hier, es besteht aus 4 gewundene Dragenschwänzen. Und die 3 Kronen dort ganz weit oben an der Spitze, das symbolisieren die 3 Länder in der alten Kalmar Union. Das heißt, es ist Dänemark, Schweden und Norwegen. Den danske Nationalbank kan også til venstre tegne Arne Jacobs, der byggede 1978. Here to your left, the Danish National Bank, designed by Arne Jacobs and built in 1978. Hier links, die Dänische Nationalbank, es ist von Arne Jacobs gezeichnet und es wurde 1978 gebaut. And the 3 big grey buildings to your right, is where you find the Ministry of Foreign Affairs. Die 3 grauen, so ein bisschen traurige Gebäude. Hier rechts liegt das Außenministerium. Her fremme ind til